Hoch oben am Himmelszelt, höre den Ruf aus der Schattenwelt. Nee, Moment, Entschuldigung, Verzeihung, bin gerade abgerutscht. Wir sind hier nicht bei Yu-Gi-Oh!, sondern wir sind hier bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. In der letzten Folge haben wir lustiger oder besser gesagt kurioserweise eine alte Karte gefunden. Sie weist den Weg zu einem Ort, aber was mag sie da befinden? Ich kann so viel dazu sagen. Offenbar soll es auf der Map angezeigt werden. Also es gibt, wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es Schätze, Markierungen, irgendwas in der Art. Aber ich glaube erst, wenn wir die Karten jemals aufgedeckt haben. Ne? Da heißt es irgendwie, es könnte hier bereits sein, wo wir so schön schon drin sind. Oder im Himmel oder vielleicht sogar im Untergrund. Wer weiß, wir werden sehen. So, jetzt kann ich nicht mehr so Pfeile. Könnte ich nicht auch, statt die Waffe zu werfen, eine Funkelflut, um die Dinger zu blenden? Schade. Vielleicht weiter schmeißen müssen. Da hat eigentlich so von wegen, ja, ich schmeiß einfach mal dahin und dann, ja. Hauen die vielleicht nicht ab. Wäre vielleicht ganz cool gewesen. So, ich nehme an, dass der Kristall nicht nehmen muss. Der irgendwo hin zeigt. Ja, es hat ein paar Dinge, ein paar Blumen und so, jetzt aber irgendwie auch nichts Besonderes. Ich sehe auch kein Rätsel, irgendwas in der Art für... Was wollte ich mitnehmen? Eine Maxi-Rübe. Lange nicht mehr gesehen. Maxi-Rüben gibt es hier. Was sagen wollte für Crocs, ob es irgendwas Crocs-artiges hier gibt. Das ist irgendwie auch noch richtig entdeckt, aber ja. Okay. Rennen mit dem Ding geht nicht. Danke, Link. Es ist bald wieder Nacht. Ich frage mich, wer eigentlich so ein Blutmond hier oben im Himmel wäre. Stell ich mir jetzt irgendwie noch witzig vor. Weil hier oben gibt es keine Monster. Und vor allem, wann wird der auftauchen? Wenn ich eine bestimmte Anzahl Monsterplatt gemacht habe? Oder zufällig? Oder einfach nach ein paar Tagen? Dann glaube ich alles schon mal. So. Ich glaube, das hier ist noch falsch, wa? Ah ne, doch richtig. Dir, dem Darbringen des Kristalls, schenken wir ein Licht, das die Finsternis band. Okay. So geht es natürlich auch. Ich dachte, die geben mir direkt die Kugel und fertig. Hätte das irgendwie auch nice gefunden. In Anbetracht dessen, dass wir bereits die Kugel finden mussten, oder Kristall, whatever, gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt hier noch großartig was machen müssen. Jo, genau so. Raurus Segen bringt 7 Tage Regen. Nein. Rauru der Sonau, wa? Diamant. Ne? Hohe Preise, das höre ich gerne. Wir müssen noch langsam oder bald mal zurück zum Südposten, um noch ein paar Pfeile zu kaufen. Aber mal gucken. Segenslicht. 7. Und ein Herz voll. So, möge das Segenslicht der Kraft schenken. Gut, also holen wir jetzt noch einen so einen Schrein und dann werden wir nochmal ein paar Herzen aufforsten. Also 2 Stück halt. Regenerieren hätten wir 6 insgesamt. Dann ist halt die Frage, ein guter Zeitpunkt für die Ausdauer, um die mal zu erhöhen oder lassen das mal noch. Oh, ist Blue Moon Time. Okay, das bin ich gespannt. Da will ich jetzt sehen, wie das hier oben aussieht im Himmel.
Kommen die Konstrukte zurück? Das Ding haben wir auch noch, wa? Wo ich genau weiß, was er überhaupt soll. Wollen wir da rüberkommen zu dem Typen? Ja, ist gut, nicht so ein Lärm. Wir waren hier überall schon. Kannst du nur sagen, damit ich da rüberkomme? Jo, kann klappen. So. Blutmond Time. Den Blutmond markieren. Hätte irgendwie auch was. Na? Ja, die Musik ist schon mal da. Die roten Dinger steigen auch auf. Jo, ist gleich soweit, Freunde. 20 Minuten. Also, Ingame-Minuten. Also, nein, nicht wirklich. Spielminuten. Also, virtuell ist ja egal. Zeit für den Blutmond. Jetzt. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber Zelda klingt mir ein bisschen so euphorisch darüber, wie sie das so erzählt. Jo, aber eben, ich bin hier oben, das heißt, geht mir eigentlich am Arsch vorbei. Blumen schon vorbei. Was? Das ging schnell. Also. Wollen wir einen Versuch wagen? Klappt sogar relativ gut, muss ich sagen. Ja. Für ein paar Sonnenflecken? Nee. Äpfel, Gut, ich meine, ich kann das Teil natürlich fällen, aber weiß ich nicht. Ja, an alle Dinger Äpfel natürlich runterfallen. So, was ist denn das hier Seltsames? Oha. Hat ein Flug draufschießen sollen oder was? Oh, ohne so ein Golem. Ja, ich habe nicht wirklich Bock drauf. Ich weiß aber sonst auch nicht, wie ich das Ding jetzt da irgendwie aktivieren soll. Ich meine. Achso, das reicht schon. Also gefunden, Roxamen. Dankeschön und tschüssi. Jo, hasta la vista, Baby. So, wo bin ich jetzt aktuell überhaupt? Wenn ich jetzt mal die Map angucke. Hier vorne wäre ein Schrein. Hab ich irgendwo mal gesehen, war. Und theoretisch dürfte dann wohl auch irgendwo da drüben mal ein Turm sein, aber das kann natürlich noch ein bisschen dauern. In den Gang fliege ich mal runter. Ja, ist direkt unter mir. Moment. Hui!
Ah, Sternschnuppen. Ah, die gibt's auch wieder. Aber Moment, was ist denn das hier? An der großen Feen. Ich habe den ja komplett vergessen. Entschuldigung, mein Fehler. Das liebliche Salz an der Flöte, von dem das ich so gerne höre. Ich wollte mich bei einem Stall niederlassen, um Reise mit meiner Fähigkeit zu helfen. Und dann einen Klang in der Flöte gespielt, damit ich das Emblem hören könnte. Eine Flöte also, okay. Sie will, dass man ihr etwas flötet. Wer kommt denn da? Ganz ruhig hier. Wir auf einer Reise. Kambo. Eine große Fee zu besuchen. Kleidung verstärken. Eine große Fee wohnen. Genossen müssen noch nicht mehr hervorkommen. Also, die haben mir schade. Ja, ich weiß, er war gerade bei ihr. Das ist wohl kacke, Mann. Und hier haben wir einen Stall, wo wir im Prinzip ja auch Pferde registrieren, sogar ausleihen können. Sehr gut, sehr gut. Stall der Ebene. Der Name kommt bekannt vor, aber der Ort irgendwie gerade nicht so richtig. Ich mag nicht mehr, ich mag nicht mehr. Motzen. So. Jetzt einen Brunnen. Was für ein Brunnen? Hä? Dann ist es ein Brunnen, der mit dem in Hyrule-Stadt oder beziehungsweise im Südposten verbunden ist. Das wäre auch krass. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Nehmen wir mal die Lanze. Und lange nicht mehr. Ja, bist du vielleicht auch Brunnenfan? Ganz genau. Ein großer Brunnenfan. Ja, Kressa als Brunnen. Diese Kühe, der heißt Teil gut erträgen lässt. Es gibt nichts Geileres als Brunnen. Ja, außer du warst mal im Brunnen bei Ocarina of Time, dann hast du keinen Bock mehr. 58 Brunnen in Hyrule gibt. Ach du Scheiße. In Hyrule Stadt gibt es theoretisch einen, aber... Was, 2? Wo ist denn der andere? Link? Hast du ihn in den Brunnen gesehen, den ich nicht gesehen habe? Am Südposten, ja genau, da waren wir ja gerade. Also gerade ist übertrieben, aber wir waren mal da. Das sind irgendwelche Tiere. Leuchthöhlenfisch, so. Das sind Materialien, kann ich die Klammerkröte, hab ich gerade erwischt. Eine Klammerechse. Haben wir auch. Meins, alles meins. Und Leuchtsteine. Ach stimmt, da war ja für eine gewisse Rüstung, wa? Eine Leuchtrüstung, glaube ich. Die Fee ist weg, wa? Schade. Haben wir so ein Fischi? Noch ein paar Klammerechsen. Na gut zu wissen, dass es die hier gibt. So, und es ist wieder Tag. Oh, wir haben ein Wolfi.
Stimmt, wir können irgendwann mal die Amiibos wieder mal einlesen, wa? Hat auch einige. Sollte fertig werden. Ah, guten Morgen. Ja, schön, dann gehen wir zum Empfang. Habe ich recht? Bei Empfehlungen für die Reise, das kostenlos Gerudo-Stadt. Oh. Am sichersten. An einer Kreuzung geht es zur Brücke. Ein Sandsturm? So wie damals. Damals halt wegen Titan war Naboris. Arena-Ruine. Nee, auch nicht jetzt. Aber gut, das ist eigentlich wollte ich eh nach Gerudo-Stadt. Also zumindest, wenn es irgendwie um die Hauptquest geht. Oh. Entschuldigung, mein Fehler. Das Biest existiert. Ja, das Biest. Hä? Oh. Geburtsstätte Hyrule's Guild. Ah. Okay, dankeschön. Wie es ihm wohl geht? Wie es ihm wohl geht? Das hat mich überrascht. In Gedanken? Jetzt spielen sie nicht mehr. Wir sind jetzt zurückgekehrt zum Stall des Waldes in Eldin. Okay. Müssen wir sowieso auch mal noch hin. Da sind ein paar Gerudo-Damen. Ich will zu meinem Freund. Ah, der schon wieder. Wo sollen wir hin? Da konnten wir Gerudo-Stadt verlassen und in der weiten Welt unser Glück suchen. Soll ein Held sein. Weil behutsam umgehen muss. Wen erkennen? Oh, das legendäre Schwert. Jetzt weiß ich wieder, der Held trägt das legendäre Schwert. Wenn er schwingen kann. Oh Mann, ey. Müssen mich extra jetzt darauf aufmerksam machen, dass mein Schwert kaputt ist und weg ist und so. Das ist gemein, Leute. Gemein. So. Was ist los, Kumpel? Was für ein Schlamassel. Hätte ich gedacht, dass mein Freund getrennt worden würde. Wo muss denn hin? Tja, aber irgendwas, um dich da hochzuschicken? Wolltest du gerade runter? Entschuldigung! Ich gucke nur gerade, ob ich hier irgendwas habe. Warte mal. Schade. Bei ihm kann ich es nicht nutzen, wa? Doch! Ah, nee. Naja. Ich meine... Ich könnte, aber ich will nicht. Ich meine, ich kann die Dinge hier schon kombinieren, das ist nicht so das Problem. Ihn dran helfen, das geht auch, aber was bringt's mir? Ich muss irgendwie da hochkommen, irgendwie auch da hochschicken. Außen rumlaufen will ich nicht. Das ist schon dran, ob ich nicht eine Rakete befestigen soll und hochschicke. Aber was dann? Wenn ich so oben fällt, wieder runter. Da bringt sie auch nichts. Bringen wir von oben vielleicht einen besseren Überblick?
Schwierig. Also theoretisch machen könnte so ein Ding nehmen. 1, 2 Raketen dran befestigen. Und dann mit ihm hoch. Ihnen wiederum auf die Arme nehmen und rüberschmeißen. Aber da genug Raketen dafür waren. Die gehen auch kaputt. Das ist auch doof. Da wollen noch was Besseres sein. Feuerfrüchte, sehr gern gesehen. Da ist noch Nahrung unterwegs. Ja. Und solange es noch da ist, gehen wir ganz kurz noch hin. Und diese Sternschnuppe. Sternsplitter. Und ist sehr kostbar. Das ist das der graue Drache? Nee. So ein normaler. Hydra oder so, den wir auch schon mal gesehen haben. Vor langer, langer Zeit. Zuzu umschreien. Sehr gut. Hätten das auch. Der andere Typ war ja da unten, beziehungsweise da hoch, war. Aha, beim Felsbrocken runterschmeißen, dann ihn dran kleben, nachher die Zeit umkehren, damit der Felsen da hochgeht. Das wäre eine Idee. Da können wir versuchen. Wir müssen erstmal hochkommen, wa? Ich kann mal versuchen, so eine Rakete, mal gucken, wie viel ich habe, mal ein Schild zu haften und damit halt jetmäßig halt ja, hochzuspringen oder hochzufliegen. Hält ja angeblich nicht lange und ich weiß nicht, ob das Schild dabei kaputt geht, deswegen bin ich ja noch vorsichtig. Gute Führung. Oh ne, das erinnert mich an was. Oh nee. Dinger segeln direkt so runter, wa? Müssen natürlich da rein, okay. Das Brett auch in eine andere Richtung, das wäre noch eine Option, aber muss ich darüber kommen. Und brauche vielleicht auch schon hier ein bisschen Hilfe. Ups, Entschuldigung, falsche Fähigkeit. Naja, damit kommen wir schon mal dahin. Wenn das schon mal da rüberlegen. Guck mal einer an. Da drüben hat sie auch noch was. Ein bisschen zu tief, wa? Wenn das so hart. Oh.
Gut, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Bin gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das gerade vorstelle. Cool wär's ja. Ja, nochmal runterkommen, bitte. Und das klappt so, wie ich es brauche. Gut. Nehme ich jetzt als was Besseres gehofft, aber hey. Oh, den wieder mit Kumpel kann nie schaden. Das Problem ist, ich komme da hoch. Und dann? Gut, das ist vermutlich ein Rückweg, ja, weil es sonst zu mühsam wäre. Vermutlich auch ein bisschen zu kompliziert wäre. Also, die Dinger kann ich ja da hoffentlich reinpacken. Ich glaube, man sieht sowieso schon ein paar... einen. So ein Pfeiler schon in der Wand drin. Okay, pack die mal ganz kurz rüber. Dann gucken wir mal, was wir bauen können, damit das nachher funktioniert. Zack, zack, zack. Dann haben wir auch 2 drin. Wie sind das? Okay, der muss eigentlich nur da runter, oder? Okay. Ja, in der Richtung müsste eigentlich gehen. Hm? Nein, regel doch. Oh, soll es in der Mitte sein, Kumpel. Okay, ist ganz schön widerspenstig. So. Jetzt bleibst du aber da.
macht glaube alles viel komplizierter, als es eigentlich sein müsste. Und auch sein könnte. Aber egal. Krass, klappt gar nicht. Aber egal, ich brauche eigentlich nur ein bisschen, damit die Kugel dann da direkt reingeht. Die Frage ist auch, reizt nicht, wenn ich das Ding einfach ein bisschen bewege. Hey, komm gar nicht so weit. Ernsthaft jetzt? Das Ding ist so weit weg? Krass. Ja gut. Nein, ich wollte, dass es da reingeht. Mensch. Ist zu wenig, hey? Ich müsste mich noch ein bisschen weiter reintreiben können. Ja, aber das Ding kann ich auch erreichen, das jetzt plötzlich nicht. Wollen wir uns gerade verarschen? Ja, aber... Okay, das Rätsel hier ist ein bisschen kniffliger. Bin wieder hier. So. Das aus dem Grund gemacht, dass ich es da wieder habe. Genau, sehr schön. Da heißt, im Idealfall kann ich es direkt wiederholen. Jo. Ich glaube, eins müsste reichen. Jetzt zwar gerne beide, aber man kann nicht alles haben. Auch überhaupt beide. Ja, im Idealfall schon, weil damit ich es halt zusammenfügen kann. Ich meine, ich muss den ja gar nicht in die Wand treiben, ist ja gar nicht nötig. Ich könnte es auch anders machen.
Achso, nein, ich wollte gar nicht drunter. Und da ist er wieder. Nervig, nervig. Dann gerade eher daran, dass ich jetzt die Dinge aber so kombinieren kann. Ich weiß, kann oder einfach sollte. So. Aber da müsste die Länge eigentlich egal sein. So. Keine Ahnung, ob das irgendwie die Methode ist, mit der man es machen muss. Ob es irgendwie einfach... Da geht schon einfacher. Das ist irgendwie die Methode, die mir... Vor allem, jetzt kann ich ja so weit. Hä? Mal schräg machen. Moment. Moment, ich habe gerade ein bisschen Angst. Ah, jetzt. Der war eigentlich schon richtig, weil ich muss aber noch ein bisschen höher. Ja, ja, ja. Und vorm Ziel verhungert. Kann Dinge nicht noch ein bisschen mehr Speed geben, wa? Das geht ja, glaube ich, leider nicht. Scheiße, Kugel sind wir da unten. Ich komme auch nicht dahin. Hey, ich verstehe das Rätsel nicht, Freunde. Was ist hier los? Schon wieder. Die Kugel ist da unten, das ist scheiße, weil das heißt, ich muss nochmal neu anfangen, weil die Kugel nichts rauskriege, so. Hier draufstehen und dann noch ein bisschen mehr Entfernung habe, geht auch nicht. Schade, wollte eigentlich nur, dass die Kugel runterfällt. Oh Mann, was soll ich denn da machen? Und ja, ich habe hier ein Ding, wo ich ein bisschen Auftrieb kriege, okay. Oh, also früh. Ich überlege theoretisch natürlich rübergehen, damit ich da nochmal näher dran bin, um die Kugel zu holen.
Und dann kann ich auch bis hier hoch. Ist wohl auch nicht ohne Grund, damit ich das quasi von hier aus auch befestigen kann. Dahin kann ich ja auch. So, Rätsel zwar gelöst, Problem, sie kommen nicht mehr zurück. Ich fürchte, wenn ich jetzt runterfalle, dann bin ich komplett draußen, oder? Ja, bin ich wieder hier. Und hier kommen wir natürlich nicht weg, das ist doch scheiße. Hä, wie soll das funktionieren? Okay. Gehen wir mal ganz kurz rein, wenn das Rätsel noch nicht gelöst, beziehungsweise da zurückgesetzt wurde dadurch. Die Tür nicht offen ist. Dann werde ich das offscreen nochmal ein bisschen ausprobieren. Weil gleich ein bisschen überfragt mich, da sonst. Eben klar, ihr könnt da oben, quasi da oben hinfliegen, wo ich es gerade schon gezeigt habe. Dort befestigen, aber auch wenn ich da einen besseren Weg hinkriege für die Kugel. Die Kugel läuft wieder, Tür ist zu. Ja, keine Ahnung. Ich werde das, wie gesagt, offscreen nochmal kurz recherchieren, wie das gehen soll. Dann sage ich an der Stelle danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir das hier gemacht haben zum Pferdestall. Da hole ich mir vorne ganz kurz irgendwie ein paar Äpfel, weil das gerade ein bisschen ankotzt hier. Ganz das Blinke. Blink, blink, blink. Ah, schon besser. Kein Geblinke mehr. Ja. Gucken, ob wir da irgendwie von daher und so, ob das irgendwie besser ist. Weil ich denke, wenn ich da oben da bin. Aber die Kugel ist einfach, hat einfach zu wenig Schwung. Und eben, ich habe irgendwas falsch gemacht und deswegen hatte sie zu wenig Schwung. Kann natürlich auch sein. Also, das schauen wir uns an. Nächste Folge. Ich sage an der Stelle danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir den schnell fertig und den Stall. Und jo, bis dahin. Bye, bye.